Hoi Schätzeli, geht's dir? Grüezi und herzlich willkommen bei Fairreisen. Ich hoffe, Sie haben Lust zu Fairreisen. Und ganz auf was Sie im Angebot haben, sonst muss ich fair meinen. Okay, nicht schlecht. Ich sehe, Sie sind schlagfertig. Simon Fair, mein Name. Meier. Oh, ja natürlich, Frau Meier. Entschuldigen Sie. Wenn Sie gerade Platz nehmen, Gern? dürfte ich Ihnen den Mantel abnehmen? Sicher. Aber ich sehe, ich bin bei Ihnen in besten Händen. Aber sicher. Mit Abstand in den besten Händen. Aber jetzt genug mit diesen Flachwitz, Frau Meier. Wie kann ich Ihnen helfen? Das weiss ich eben auch noch nicht so genau. Aber ich will mir gerne ein paar Momente von der Auszeit gönnen. Das war auch für mich ein strenges Jahr. Sicher. Wie wär's mit ein bisschen Wellness? Ja, klingt gut. Haben Sie schon eine bestimmte Destination im Sinn? Nein, da vertrage ich ganz so viel Expertise. Können Sie etwas empfehlen? Ja, vieles natürlich. Aber bevor wir anfangen, Frau Meier, darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Gern. Gern mit oder ohne? Ohne gern. Will Ihr Hund auch etwas? Nein, der ist zufrieden. Also ich meine, die erste Frage ist natürlich, wollen Sie lieber ins Ausland oder nicht? Ich meine, aufgrund von der aktuellen Situation. Naja, das Ausland habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen. Geschäftlich zumindest. Darum tut die Schweiz nicht schlecht. Okay. Darf ich gerade so frech sein und fragen, was Sie dann beruflich machen? Ich meine, Sie haben mir gerade eine Kunde gemacht. Mein Mann und ich, wir führen eine grössere IT-Firma. Und bevor Sie fragen, wir haben uns im Studium kennengelernt. Ich sehe nicht nur gut aus, ich weiss auch ziemlich viel von Computern. Das hätte ich nie gewagt anzuzweifeln, Frau Meier. Ich meine, da kommen Sie sicher besser draus als ich. Ich bin da eher so von der Sorte Word für Dummies. In der Fachsprache sagen wir dem DAO. Dau? Dümmster anzunehmender User. Entschuldigung, haben Sie denn das Kabel schon mal eingesteckt? Und der kleine lässige Knopf, der ist im Fall zum Einschalten da. Das lernt man also im Informatikerstudium. Und ich habe gemeint, die Informatiker decken auch nur ab und wieder einschalten, wenn es mal nicht geht. Stimmt auch wieder. In diesem Fall war bei Ihnen nichts mit Kurzarbeit das Jahr, hä? Nein, ganz im Gegenteil. Seit alle von die arbeiten, laufen unsere Produkte besser denn je. Das kann man von Ihnen wohl nicht so behaupten. Naja, wir in der Reisebranche machen im Moment gerade keine, Achtung, Höhenflüge. Immerhin haben Sie Ihren Sinn für Humor noch nicht verloren. Ja, es ist eher Galgenhumor. Es ist ja dann Weihnachten, da können Sie ein paar Tage abschalten und auf andere Gedanken kommen. Naja, Weihnachten macht es die ganze Sache auch nicht wirklich besser. Herr Fehr, es gibt im Leben Wichtigeres als der berufliche Erfolg. Das lässt sich natürlich einfacher sagen, wenn man auf ihrer Seite steht. Ich meine, bei Ihnen läuft ja alles wie am Schnürli. Aber Frau Meier, genug schwarz gemalt. Ich bin dafür da, um Ihnen eine wunderbare Auszeit zu organisieren. Das tut uns beiden dann gut, Ihrer Seele und meinem Portemonnaie. Wie wäre es denn zum Beispiel im Berner Oberland? Schauen Sie mal, mit Spa-Bereich, Massage und einem unglaublichen Infinity Pool. Ich meine, klar, es hat seinen Preis, aber es ist doch wunderschön und ganz sicher erholsam. Und wo ist das? In Adelboden? Ja, schauen Sie mal. Ich meine, was für eine Aussicht. Da kommt einem doch gerade das Herz. Sieht spannend aus. Jetzt, wenn mich nicht alles täuscht, kann man bei dem noch ein Luxus-Update dazu buchen. Mit Champagnerempfang, veganem Kaviarbuffet und einem persönlichen Butler-Service. Herr Fehr, so ein Luxusding, das sagt mir doch nicht. Ui, ist die nicht zu teuer? Da können wir doch etwas anderes suchen. Glauben Sie mir, Geld spielt keine Rolle. Ich könnte das locker zahlen. Aber all das Schnickschnack-Zeugs, das macht mich nicht zufriedener. Jetzt komme ich nicht ganz draus. Wenn Geld keine Rolle spielt, wieso gönnen Sie sich dann nicht einfach so etwas? Und dann? So einen 2000-frankigen Champagner lässt sich auch nicht zweimal trinken. Wenn Sie meinen. Es gäbe wohl Mengen, die mit Ihnen täuschen würden. Sie sehen das anders. Frau Meier, wie ich das sehe, tut gar nichts zur Sache. Ich meine, ich bin dafür da, um Ihnen Ferien zu buchen und nicht zum Teil zu erklären. Ich würde mich aber dafür interessieren, wie Sie die Welt sehen. Sagen wir als Teil von Ihrem Service.
Meine bescheidene Meinung ist doch völlig egal. Ich interessiere mich aber für Ihre Meinung. Frau Meier, ganz ehrlich. Wissen Sie was? Ich buche jetzt das Luxusarrangement mit allem Schnickschnack drum und dran auf der Stelle und Sie erklären mir, was ich an dem ganzen High Society Konzept noch nicht ganz verstanden habe. Ich halte das für keine gute Idee. Und ob. Die Kundin ist die Königin. Okay. Ich sehe, Sie wissen haargenau, was Sie wollen. Und wenn ich ehrlich bin, bin ich für ein bisschen Umsatz sehr viel parat zum Organisieren. Ich würde sagen, wir haben einen Deal. Ich höre. Ich wollte Ihnen ja nicht zu nahe treten. Ich bin nicht aus Zucker. Sie können ganz offen sein. Wenn Sie meinen, könnte es echt sein, dass Sie Ihre privilegierte Situation nicht richtig zu schätzen wissen. Ich meine, Sie haben praktisch alles erreicht, was man irgendwo kann. Sie sind erfolgreich, wohlhabend und angesehen. Das ist ein bisschen eine andere Ausgangslage, als die meisten von uns haben. Und? Ja, ich will sofort mit Ihnen täuscheln. Dann wäre vielleicht auch ich ein bisschen mehr in Weihnachtsstimmung. Klar. Es gibt Sachen, die fallen einem einfacher, wenn man die finanziellen Mittel zur Verfügung hat. Aber das ist auch nicht der Weg zum Lebensglück. Und sonst müssen Sie mir erklären, warum es so viele Top-Manager und Superstars gibt, die immer noch nicht zufrieden sind. Das Einzige, was der Erfolg einem gibt, ist der Hunger nach noch mehr. Ja gut, aber das lässt sich jetzt auch einfach sagen, wenn man auf Ihrer Seite der Nahrungskette steht. Das kann sein. Aber ist Weihnachten nicht eigentlich dafür da, dass es eben nicht immer um Glanz und Glamour geht? Wie sagt man? Schönheit vergeht. Erfolg schafft nieder und das letzte Hemd hat keine Tasche. Es gibt Sachen, die kann man sich mit allem Geld der Welt auch nicht kaufen. Gut, das stimmt. Und trotzdem säckelt alle immer Erfolg nach. Herr Fehr, jetzt schauen Sie mal an den Tisch da hinten. Da hockt ein wunderschönes junges Mädchen, das seelenruhig am Malen ist. Geht es an Weihnachten nicht eigentlich darum, dass das Glück viel näher ist, als man eigentlich denkt? Ja, aber trotzdem, so friedlich ist sie dann auch nicht immer. Selbstverständlich nicht. Herr Fehr, ich muss gehen. Aber ich danke Ihnen für Ihre äußerst kompetente, ausführliche Beratung. Ich komme wieder. Frau Meier, ich danke Ihnen. Und wenn Sie so gut sind und mir gerade Ihre Adresse da lassen, würde ich Ihnen die Unterlagen gerade zukommen lassen. Vielen herzlichen Dank. Danke Ihnen. Und dann wünsche ich Ihnen noch einen wunderschönen Tag und kommen Sie bitte wieder, Frau Meier. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und Herr Fehr, ich wünsche mir, dass Sie das an Weihnachten nicht nur feiern, sondern wirklich auch erleben können. Linda Müsli, hast du Lust auf einen heißen Punsch? Ja, gerade. Ich muss noch schnell etwas fertig machen. Was zeichnest denn du? Ein Weihnachtsbild. Ein Weihnachtsbild? Ja, schau. Ja, aber du hast ja keinen Christbaum und überhaupt, es ist nichts Weihnachtliches drauf. Ja und? Das braucht sie auch nicht. Okay, und was braucht es dann auf einem Weihnachtsbild? Unsere Familie. Das sind alle drauf. Das Mami, du, Sina und Omi und Opa. So gut! Hey, du hast recht. Das ist das schönste Weihnachtsbild, das ich je gesehen habe. Ich weiß. Aber können wir jetzt noch einen Punsch trinken? Selbstverständlich, komm.